Jawohl, so gut zum da sein. Danke vielmals, Timon. Ich liebe die Serie, wo wir drin stecken. Apocalypse Now. Auch du daheim herzlich willkommen, wenn du jetzt eingeschaltet hast. So gut bist du dabei. Oder via Podcast. Gell? Viele Leute schauen das ja im Nachhinein, aber du sagst auch herzlich willkommen geheißen. Ich kann mich noch gut an die vielen theologischen Streitgespräche erinnern, die ich geführt habe, als ich von 2010 bis 2012 in einer WG in Australien gelebt habe. Wir waren 2 Schweizer und 2 Amis. Und eine der theologischen Diskussionen, die wir immer geführt haben, oder wo oft das Thema war, hey, ist es okay, als Christen in den Krieg zu ziehen? Ist es okay, Gewalt anzuwenden als Christen? Ist Krieg und Gewalt je legitim in christlicher Perspektive? Und wir, pazifistisch, neutral angehauchte Schweizer, wir haben natürlich gesagt, nein, sicher nicht. Als Christ ist unsere Aufgabe, Jesus nachzufolgen, oder, haben wir gesagt. Und er hat gesagt, wir müssen unsere Feinde lieben. Und die Amis haben dann immer gekontert und haben gesagt, ja, aber im Alten Testament tut doch Gott auch Gewalt anordnen und Krieg anordnen und so weiter. Dann haben wir gesagt, ja, aber Jesus hat gesagt, und das ist wichtiger als das Alte Testament, oder so ist unsere Diskussion gegangen. Und in Matthäus 26, 52 hat er gesagt, alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Haben wir gekontert, oder? Und wir haben das Schwert gezückt und haben die Amis runtergehauen. Nein, Spaß. Aber ein hochaktueller Vers, oder, in einer Zeit, wo Gewaltspiralen am sich drehen sind, der das Schwert braucht, der Gewalt anwendet, wird wieder Gewalt ernten. Oder? Wir haben gesagt, oder, Jesus sagt, wenn du geschlagen wirst auf die eine Wange, sollst du die andere anheben. Oder wir haben zitiert, dass Jesus sagt, du sollst vergehen, nicht 7-mal, sondern 70-mal. Wir haben erzählt, dass Jesus uns gelehrt hat, wir müssen nicht nur unsere Freunde lieben, sondern auch unsere Feinde. Wie können wir denn unsere Feinde abschlachten? Und so weiter und so fort. Und Amis, die 2, haben dann immer das gleiche Argument gebracht. Und das war immer so ein bisschen ihr Trumpf gewesen. Sie haben gesagt, ja, Jesus in den Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das ist ein barmherziger und lieber Jesus, oder? Der lehrt Gnade, Barmherzigkeit und Gewaltlosigkeit. Aber sie haben gesagt, der Jesus in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, der ist nicht immer so harmlos, oder? Der greift richtig durch. Kennt jemand das Argument? Kennt jemand das Argument? Ja. Es ist wie, wenn man würde sagen, ja, eigentlich ist Gott so, wie er im Alten Testament vorgestellt wird, oder wo auch mal gewalttätig reinschlägt, oder? Und dass Jesus dann so lieb ist in den Evangelien, das ist mehr so ein Ausrutscher von Gott, oder? Er tut sich ein bisschen verstellen, er gibt sich Mühe, oder, zum nett zu sein, oder? Aber dann merkt er, dass es nicht richtig funktioniert, oder? Es ist ein harmloser, netter Versuch von Gott, die Welt zu verändern, aber es hat nicht funktioniert, oder? Und dann muss Gott halt am Schluss doch wieder den Hammer führen und richtig reinschlagen. Das ist das typische, klassische Argument. Und wir sind in dieser Predigtreihe Apocalypse Now, wo wir uns genau mit dem letzten Buch der Bibel auseinandersetzen. Und wir werden heute dieser Frage nachgehen, die ich jetzt eröffnet habe. Ist Jesus am Schluss wirklich ein Rambo? Ich habe das Bild mitgebracht. Ist Jesus am Schluss doch ein Rambo, der wieder reinfetzt? Oder ein nächstes Bild, das ist vielleicht noch passender. Ist Jesus eigentlich gar nicht so harmlos? Ist der gute Hirt, das ist schon gut und recht, aber ganz am Schluss zeigt Gott wieder sein wahres Gesicht, oder? Und dann räumt er richtig auf mit seinen Feinden. Und heute schauen wir ein paar von diesen Stellen genauer an im Buch der Offenbarung von Johannes. Und wir schauen, stimmt das wirklich? Ist Jesus wirklich einer, der am Schluss reinfetzt, oder? Der seine Feinde niedermetzelt? Und eine Stelle, die wir anschauen, ist die Stelle von der letzten Schlacht
die beschrieben wird. Die Schlacht von Armageddon. Sagt euch das etwas? Das ist auch eine Szene, die immer wieder verfilmt wurde. Jesus sammelt das Heer um sich, das himmlische Heer, und der Antichrist sammelt sein Heer um sich, und dann wird richtig aufgeräumt, oder? Dann fließt Blut und Jesus fetzt richtig. Wir schauen es nachher genauer an. Wir werden sehen, dass Jesus in diesen Stellen das Gegenteil ist von gewalttätig, das Gegenteil ist von rächend, sondern so, wie er immer war. Wir werden es nachher gerade anschauen, aber ich mache einen Spoiler. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus ändert sich nicht. Und wenn wir das Zeug genau anschauen, und das ist oft in der Offenbarung so, oder wenn du es auf der Oberfläche liest, siehst du zuerst einmal, was du siehst. Oder? Und wenn du es genau anschaust, hast du eine Offenbarung im Buch der Offenbarung. Okay, also. Aber bevor wir das machen, bevor wir die Stelle anschauen, möchte ich kurz noch eine Vorbemerkung machen. Und ich will, dass du mich nicht falsch verstehst heute. Ich möchte, dass du mich nicht falsch verstehst, weil ich bin nicht der Meinung, dass Jesus einfach ein harmloser, knuffi Kuschel-Jesus ist. So einer, der dir gar nichts antun kann. So einer, der nur lieb ist. Oder am Schluss ist es doch nur so ein herziger Baby-Jesus. Das ist nicht das, was ich sage, das wird im Buch der Offenbarung nicht gerecht, aber auch nicht der Evangelien. Der Jesus, der dort erzählt wird, von dem geredet wird, ist alles andere als harmlos. Ist alles andere als immer nur lieb, oder? Aber ich möchte euch kurz noch mitnehmen, es ist etwas, wo mir geblieben ist, ein Professor. Ich habe Theologie studiert und ein Professor vom Alten Testament hat gesagt, oder wir haben ein Buch aus dem Alten Testament durchgenommen, das Buch Hesekiel, das ist ein Thema für einen anderen Sonntag. Aber dort wird Gott auch als so gewalttätig dargestellt, oder? Und einer, und wir Studenten, wir haben diskutiert, wir haben uns entrüstet über das Zeug, oder? Und wir haben unseren Professor richtig herausgefordert und haben gesagt, ja, was ist denn das für ein Gottesbild, das dort vermittelt wird, oder? Was ist das für ein Gott und so weiter. Und dann hat er etwas gesagt, was mir geblieben ist bis heute. Er hat gesagt, Leute, die Unrecht erfahren, Leute, die in der Minderheit sind und unterdrückt werden, die haben weniger Probleme, sich an Gott zu denken, der nicht immer nur lieb ist, sondern am Schluss auch mal streng für Gerechtigkeit sorgt. Und er hat gesagt, dass wir heute so Mühe haben mit so einem Gottesbild von einem Richter, der auch mal streng ist und aufräumt. Er hat gesagt, das ist ein Phänomen von unserer Wohlstandsgesellschaft. Das ist mir eingefahren, weil wir haben uns so einen lieben, harmoniebedürftigen Papi-Gott zusammengeschustert, oder? Der ganz knufflig ist. Ganz lieb und er ist auch harmoniebedürftig und sein Job ist es, uns immer zu lieben. Sein Job ist auch immer alles gut zu heißen, was wir machen. Das muss er, oder? So haben wir uns den Gott irgendwie zusammengemalt und er muss uns immer helfen und immer schauen, dass wir uns wohlfühlen. Und ist logisch, gell, dass uns so ein Gottesbild näher liegt. Weil wir sind auf der Sonnenseite vom Leben, Leute. So wie es uns hier geht es den meisten Leuten auf diesem Planeten nicht. Uns geht es gut, wenn Gott so ist, aber für viele Leute ist das ein Trost, dass sie sich an einen Gott richten können, wo sie wissen, Gott wird eines Tages für Recht sorgen. Gott wird eines Tages aufräumen. Gott wird eines Tages die Ungerechtigkeit bestrafen und fürs Recht. Das ist ein Trost für viele Leute. Für uns eher nicht, weil wir sind auf der Sonnenseite vom Leben. Und so ist es in der Offenbarung auch. In dem Kontext, wie wir dort lesen, sind Christen, die sind nicht im 21. Jahrhundert in der Schweiz gewesen, oder? Dass man den Glauben leben, wie man will, dass man machen, was man will. Oder der Johannes, der das Buch schreibt, musste flüchten auf die Insel Patmos, weil er predigt hat. Er schreibt zu Christen, die zum Teil gezwungen worden sind, den Kaiser anzubeten und sich gewehrt haben. Und der Glaube hat damals noch etwas gekostet, manchmal, oder? Die haben zum Teil mit ihrem Leben
zahlt, oder? Und das ist ein Trost für sie, zum Wissen, Gott räumt am Schluss auf. Gott schaut für das Recht. Und das ist, liebe Leute, die grosse Botschaft, die grandiose Botschaft von der Offenbarung. Gott wird sich eines Tages durchsetzen. Sein Reich von der Liebe, von der Gerechtigkeit, von der Freude wird eines Tages vollständig da sein. Und das Reich vom Licht, das Reich von Gott wird das Reich vom Satan oder vom Gegenspieler von Gott, weil wir immer wieder lesen im Buch von der Offenbarung, verdrängen. Eines Tages wird jede Träne abgewischt und alles wird gut. Und das wird grandios, aber nicht harmlos. Das wird grandios, aber nicht nur schmerzlos. Weil alles wird beschrieben, was dem nicht entspricht, dem Reich von Gott, wird entweder verwandelt oder vernichtet. Es wird sogar beschrieben, dass der Tod vernichtet wird. Der Tod wird getötet. Halleluja! Es ist dann alles gut, oder? Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann wird eine Tendenz klar, oder? Ich habe es die letzten paar Wochen schon gesagt, wir haben es immer wieder gesagt, es gibt keine Grauzone mehr in der Offenbarung am Schluss. Es gibt nur noch schwarz oder weiß. Es gibt nur noch heiß oder kalt, nicht mehr lauwarm. Und das Buch von der Offenbarung, Johannes fragt uns immer, wem folgst du? Einem Lamm oder einem Antichrist? Oder? Wir haben in den letzten paar Wochen über diese Sachen geschwätzt, oder musst du den Podcast schauen, wenn du es verpasst hast. Folgst du Gott oder dem Drachen? Es wird wie schwarz, weiß, heiß oder kalt. Gottes Reich wird kommen, das ist grandios, aber es wird nicht nur harmlos und nicht nur schmerzlos. Und das darf auch uns aufrütteln und das darf uns auch zur Umkehr und zum Umdenken bewegen. Oder? So, Klammerbemerkung zu. Jetzt gehen wir die Stelle anschauen. Ist gut? Ich habe mich nicht falsch verstanden. Jetzt ist die grosse Frage, wie kommt Gottes Reich? Oder? Wie macht er das? Und es gibt einige Schlüsselstellen, wo das uns offenbaren. Und eine davon ist in Offenbarung 5, 1-4. Der Johannes hat einen Einblick in den Himmel, oder? Und dort heißt es, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, inwendig und auf der Rückseite beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und das ist das, haben wir hier mitgebracht, das ist das wirkliche Buch aus der Offenbarung, das haben wir geerbt und haben es dann hier angestellt. Das ist eine Schriftrolle, 7 Siegel. Wer ist würdig? Und jetzt heißt es, und niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Und ich weinte sehr, Johannes, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Johannes bekommt einen Einblick in den Himmel, oder in den Thronsaal von Gott, und in der rechten Hand von dem, der auf dem Thron sitzt, Gott, ist die Buchrolle, die Schriftrolle. Die rechte Hand in der Bibel ist ein Zeichen für Autorität, für Kraft, für Macht. Oder? Die rechte von Gott, das ist dort, wo Gott seine Macht hat, dort, wo er seinen Willen durchsetzt. Und das Buch, oder die Rolle heisst, hat 7 Segel. Alles in der Offenbarung hat irgendeine symbolische Bedeutung. Wir werden sehen, wir dürfen das Zeug nicht wörtlich verstehen, sondern symbolisch, weil das Zeug hat eine Bedeutung. Oder? 7, das ist nicht, die Zahl 7 ist jetzt nicht, dass wir sagen, oh, es ist 7 Sachen, nachher kommen 7 Sachen, ist keine Frage, aber 7 hat eine Bedeutung in der Bibel und vor allem in der Offenbarung. Die Zahl 7 bedeutet Vollkommenheit, Perfektion, Vollendung. Das heisst, das Buch mit den 7 Segeln ist wirklich versiegelt. Das ist das, was ich sagen. Es ist perfekt versiegelt. Es ist vollständig verhüllt, oder? Und dort drinnen steht das Geheimnis, wie Gott jetzt sein Reich auf die Welt bringt. Wie er jetzt seinen Willen durchsetzt. Oder mit Betonung auf wie. Und der Engel ruft um und sagt, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Und es findet sich niemand im Himmel, unter der Erde, auf der Erde, im Meer. Niemand ist würdig, das Buch zu öffnen. Und wenn ich das so lese, erinnere mich das an Avengers. Kennst du den Film Avengers?
Disney Plus? Nein, doch, Marvel, genau. Marvel, genau. Avengers, der Thor, nur der Hammer, oder? Wo nur er kann lüpfen. Kennen die Szene? Niemand kann das, und es hat nichts mit Kraft zu tun, sondern mit Charakter. Nur die Person kann lüpfen, die würdig ist. Das ist das Thema von Avengers, oder? Am Schluss der Captain America lüpft das Teil auch, weil er würdig ist, oder? Und es ist eine Frage vom Charakter. Und jetzt, Johannes muss brüllen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wieso muss der Johannes brüllen, wenn er das sieht, dass niemand die Rolle öffnen kann, oder? Johannes, der bricht in Tränen aus. Wir müssen verstehen, dass Christen damals in der Minderheit waren. Das sind so kleine Hausgemeinden verteilt im Römischen Reich, oder? Und alles hat so ausgesehen, als würde sich die Hoffnung, die sie in Jesus jetzt geschöpft haben, nicht erfüllen. Alles hat so ausgesehen, dass nicht Gott auf dem Thron sitzt, sondern Rom und der Cäsar auf dem Thron sitzt. Alles hat so ausgesehen, dass nicht Jesus regiert, sondern der Kaiser. Oder? Gottes Reich, schon lange angekündigt in den Schriften, berichtet und kündigt vom Messias und sagt, hey, eines Tages kommt der Messias, ein Mann Gottes, und er wird aufräumen. Oder? Der wird alle Feinde von Gott aus dem Weg räumen und er wird Gottes Reich auf die Welt bringen. Und man hat geglaubt und gehofft, in Jesus von Nazareth ist das passiert, oder? In seinem Tod, in seiner Auferstehung ist das passiert. Und es haben sich Kirchen gegründet und sind entstanden im ganzen Reich. Und irgendwie sieht es nicht so aus, als würde das Fahrt aufnehmen. Irgendwie sieht die Realität nicht so aus, wie ihre Hoffnung. Kirchen sind unterdrückt. Der revolutionäre Jesusweg von der Liebe und von der Gnade scheint nicht zu funktionieren. Und der Johannes muss brüllen im Angesicht von dieser Ausweglosigkeit. Und jetzt lesen wir im nächsten Vers 5. Der Johannes ist am Brüllen. Und einer von den Ältesten, die sind um den Thron, im Himmel, sagte zu mir, weine nicht. Siehe, den Sieg errungen hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross Davids. Er kann das Buch und seine 7 Siegel öffnen. Oder? Der Älteste kommt zu Johannes und sagt, hör auf brüllen. Der Löwe von Juda, aus dem Spross David, der kann die Buchrolle öffnen. Und jeder, der das gehört hat und gelesen hat, hat gewusst, das ist eine Anspielung auf den Messias aus dem Alten Testament. Im Alten Testament wird der Messias angekündigt als Leu aus dem Stamm Juda. Und die Hoffnung ist gesehen, oder? Dass eines Tages Gott sein Reich wird etablieren und mit einem Messias, mit einem Mensch, eine Armee hinter sich versammeln, zum richtig aufräumen, oder? Zum alle Feinde auslöschen, die gegen Gott sind, und auch intern die Leute auslöschen, die das Problem sind intern, oder? Das ist die Hoffnung gewesen. Und der Engel sagt jetzt zum Johannes, hör auf brüllen, hör auf brüllen. Der Messias kann das, der Messias macht das. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der zentralsten Aussage im ganzen Buch von der Offenbarung, wenn nicht die zentralste Aussage in der ganzen Bibel, Leute. Das ist fantastisch. Jetzt findet so eine Offenbarung statt, so eine Apokalypse, so eine Enthüllung. In Vers 6. Und ich sah zwischen dem Thron und den 4 Wesen in der Mitte der Ältesten ein Lamm stehen, das geschlachtet zu sein schien. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geistwesen Gottes, die in die ganze Welt hinausgesandt sind. Und das Lamm kam und es empfing das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch empfangen hatte, fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und dann heißt es, dass Engel auf ihn singen und heißt im nächsten Vers, würdig, alle singen und rufen, würdig ist das Lamm,
das geschlachtet ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Kraft und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich rufen, ihm, der auf dem Thron sitzt, Gott und dem Lamm. Du siehst, Lamm und Gott werden plötzlich eins. Sein Lob, Ehre und Preis und die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, niemand ist würdig, das Buch zu öffnen. Der Johannes muss einfach heulen. Im Angesicht von der Ausweglosigkeit. Weil der Weg nicht zu funktionieren scheint. Und sagt, hör auf heulen. Der Leu von Judakas. Und dann schaut er an und was sieht er? Kein Leu, sondern ein Lamm. Ein Lamm. Der Leu kommt nachher nie mehr vor. Nur noch das Lamm. Im Buch von der Offenbarung. Er sieht kein starken, mächtigen Leu, sondern ein Lamm. Wir sind letztens spazieren als Familie in Ormelingen. Und mit den Ormelingen haben wir noch Schöfe und Lämmer. Vom Land. Nicht einfach, also im Keg natürlich, nicht wilde. Sind wir spazieren, mit einem Hund haben wir dabei gehabt und Schafe sind schon lustige Tiere. Und unser Hund hat dann angefangen zu bellen und die Schafe sind dann aggressiv geworden und zum Glück war so ein Haken dazwischen gewesen. Und es war so lustig, weil die Schafe haben dann so gegen attackieren. Und was sie gemacht haben, ist einfach so, sie haben so mit ihren Vorderpfoten so am Boden geschlagen, so gestampft, weißt du. Es hat so lustig ausgesehen, wenn alle müssen lachen, weil sich das Schaf so hat wehren. Ich dachte, es ist ein harmloses Tier, oder? Und dann hinten dran hat es Lämmer gehabt. Also, ich habe das Bild mitgebracht von so einem Lamm. Wenn du ein Lamm anschaust, das sind jetzt einfach die harmlosesten Tiere, die es gibt. Das sind jetzt einfach die herzigsten und harmlosesten Tiere. Ich glaube, ich hätte von keinem Tier so wenig Angst, dass das kann stampfen und könnte mich noch rammen. Yeah, du denkst, das ist dann flauschig und knufflig, oder? Und in dem Moment ist mir das so eingefahren. In dem Moment ist es mir richtig eingefahren. Ist es nicht krass, dass Gott sich entschieden hat, sein Reich, sein Wille, nicht durch Stärke, Macht und Gewalt auf die Welt zu bringen, sondern durch das harmloseste und herzigste Tier, was es gibt, durch ein Lamm. Wer ist würdig? Wer ist würdig? Der Leu ist würdig, ja. Und dann schaut Johannes an und er sieht ein Lamm. Und das macht Johannes die ganze Zeit in der Offenbarung. Er braucht ein Bild, ein Symbol, das eine Bedeutung hat. Und dann sagt er, schau an, und dann ist es ein anderes Bild und ein anderes Symbol. Das macht er die ganze Zeit. Wir sehen es nachher auch in der Schlacht von Armageddon, wo wir am Schluss werden anschauen, macht er das auch. Zeigt das Symbol und er sagt, schau an, und sagt nochmal ein Symbol, um die Bedeutung vom ersten Symbol neu zu definieren und das zweite Symbol im Licht von der ersten zu interpretieren. Oder? Das ist so fantastisch, oder? Der Leu ist ein Symbol von Macht. Der Leu ist ein Symbol von Königlichkeit, oder? Von Gewalt und von Kraft. Und dann ist da das Lamm. Ein Lamm wird normalerweise gefressen von einem Leu. Nicht umgekehrt, oder? Oder? Das Lamm ist das Opfer, der Leu ist der Täter. Und dann heisst es noch, es ist ein kleines Lamm. Und dann heisst es, es ist nicht ein kleines Lamm, sondern ein Lamm, das aussieht, als würde es geschlachtet worden sein, oder? Und natürlich ist das eine Anspielung auf unseren Jesus. Er ist das Lamm, das sein Leben hingegeben hat am Kreuz für dich und mich. Er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und das Lamm sieht aus wie geschlachtet, ist aber nicht geschlachtet. Jesus sieht aus, als hätte er verloren am Kreuz, ist aber auferstanden. Das Kreuz sieht von außen aus wie die grösste Niederlage, aber durch die Auferstehung wissen wir, das ist der Sieg von Gott, oder? Und das ist genau das, was der Johannes, der Christen damals dort will sagen und auch uns heute. Er will uns sagen, auch wenn der Weg vom Lamm schwach aussieht, auch wenn der Weg von Jesus unbedeutend aussieht,
Haltet dran fest, auch wenn es harmlos aussieht. Das ist das, was sich schlussendlich wird durchsetzen. Das ist die Kraft von Gott. Hör auf zu brüllen, wein nicht. Wenn du das Lamm siehst, das schwach ist und unbedeutend aussieht und es sieht aus, als würde es nicht gewinnen, vertrau darauf, das gewinnt. Der Jesusweg sieht aussichtslos vielleicht aus und sieht vielleicht schwach aus. Aber der Jesus ist mächtig wie ein Leu. Der Weg ist mächtig wie ein Leu. Nicht, weil er seine Feinde wird auffressen, sondern weil er sein Leben hingegeben hat für seine Feinde. Es ist wie, als würde Johannes sagen, schau auf das Lamm, aber wenn du aufs Lamm schaust, denk an Leu. Und wenn du den Leu siehst, denk ans Lamm. Es ist wie, als würde er sagen, hey, das Lamm, ich bin in der Offenbarung abgetaucht mit den Symbolen und so. Jetzt kommen noch die 7 Augen und die 7 Hörner dran. Du musst schauen vom Lamm, dann kämen wir alle durch. Also es ist wie, als würde er sagen, schnell schauen, dass ich es nicht falsch sage. Jesus ist so mächtig wie ein Leu, aber er ist nicht mächtig wie ein Leu, weil er ist wie ein Leu, sondern weil er ist wie ein Lamm. Jesus ist so harmlos wie ein Leu. Checkst du? Weil harmlos ist ein Leu, überhaupt nicht harmlos. Jesus ist so harmlos wie ein Leu. Und er ist so aggressiv wie ein Lamm. So, das ist das, was er uns beibringen will, oder? Das ist das, was er uns will zeigen, oder? Die Liebe ist so mächtig. Nicht eine Liebe, die Leben raubt, sondern ihr eigenes Leben angibt, oder? Und das Lamm wird beschrieben mit 7 Hörnern und 7 Augen. Das ist Bildspruch, bitte, gell? Versteh mich nicht falsch. Jesus ist kein Lamm in echt. Jesus ist ein Mensch, oder? So müssen wir offenbar verstehen, das Zeug hat eine Bedeutung, oder? Hörner stehen in der Bibel für Macht, für Autorität. Das Lamm hat 7 Hörner. Warum 7? Nicht, weil es 7 Hörner hat, sondern weil das ein Bild ist für die Vollkommenheit, Perfektion. In dem Lamm zeigt sich die völlige, vollendete, offenbarte Macht und Kraft von Gott. Auch wenn es schwach aussieht, dort drin ist Gottes Kraft. Und das Lamm hat 7 Augen. Augen stehen in der Bibel für Sicht, für Weisheit. In dem Lamm mit 7 Augen zeigt sich Gottes völlige, perfekte Weisheit und Allwissenheit. Der Johannes sagt, in dem Jesus, der sein Leben am Kreuz angegeben hat, zeigt sich Gottes völlige Kraft und Gottes völlige Weisheit. Und das ist das Paradox vom Kreuz und das liebe ich, Leute. Wir glauben im Fall an ein Kreuz, das keinen Sinn macht. Wir glauben im Fall an ein Kreuz, das überhaupt nicht mächtig aussieht. Aber der Paulus sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil das ist die Kraft von Gott. 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Etwas Blöds. Torheit steht dort, oder? Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie die Inbegriff von Gottes Kraft. Gottes Schwachheit und Gottes Torheit ist stärker als unsere Starkheit, unsere Stärke und gescheiter als die menschliche Weisheit. Das ist das Paradox. Und Johannes sagt diesen Leuten jetzt, Leute, am Kreuz hat Jesus Satan besiegt. Er hat ihn schon besiegt. Und er schreibt in ihrer Anfechtung, erinnert euch ans Kreuz, so regiert Gott. Jesus ist wirklich der Leu von Juda, ist wirklich der Messias, auch wenn er schwach aussieht wie ein Lamm. Und auch wenn es aussieht, als wenn der Teufel gewinnen würde, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Lasst euch nicht verführen von den Machthabern von dieser Zeit. Lasst euch nicht in die Irre führen. Der Weg ist der Weg vom Lamm. So. Du denkst jetzt vielleicht, okay, fair enough, aber was ist jetzt mit der Wiederkunft von Jesus?
Oder? Wir gehen nicht mit euch jetzt gerade ein, ich habe das müssen als Vorbereitung bringen. Weil die Taktik von Johannes macht er die ganze Zeit. Er schafft mit Symbol, zeigt uns etwas, was wir meinen, wir kennen. Und dann kommt ein anderes Symbol, das eigentlich das wieder revidiert, was dort steht. Oder? Jetzt schauen wir zusammen an, die letzte Schlacht. Ist das gut? Sind wir noch da? Es ist ein krasser Text, aber fantastisch. Oder? Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich sah den Himmel offen stehen, nicht wieder Offenbarung, oder? Und siehe, ein weißes Pferd. Und der auf ihm sitzt, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft in Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Und auf seinem Haupt trägt er viele Diademe. Auf ihm steht ein Name geschrieben, den niemand kennt als er allein. Oder alles andere als harmlos. Jesus kommt zurück auf ein weißes Ross. Seine Augen brennen voll Feuer. Jetzt Vers 13, nächster Vers. Und bekleidet ist er in einem Mantel, der in Blut getaucht ist. Und sein Name lautet Wort Gottes. Und die himmlischen Heere folgten ihm auf weißen Pferden, in weißes, reines Leinen gehüllt. Und aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert hervor, mit dem er die Völker schlagen soll. Und er wird sie weiden mit eisernem Stab. Er selbst tritt die Kälte des Weines, des grimmigen Zornes Gottes, des Herrschers über das All. Und auf seinem Mantel und seiner Hüfte steht der Name geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Oder? Und auf der Oberfläche, wenn wir das lesen, klingt das mega brutal. Oder? Es ist auch brutal beschrieben. Nachher wird beschrieben, wie das andere Heer vom Antichrist und alle, die ihm folgen, die werden abgemetzelt. Oder? Das steht so dort. Oder? Aber Johannes macht auch wieder das Gleiche. Er nimmt das Bild, das wir kennen, und kehrt es um. Und genauso wichtig jetzt in diesem Text ist es, dass wir die Symbole, die dort gebraucht werden, nicht wörtlich verstehen, sondern symbolisch, weil die bedeuten alle etwas. Und ich zeige es gerade aber. Jetzt, was hat man sich vorgestellt? Man hat sich vorgestellt, eines Tages kommt eine Messias-Figur, wo Menschen um sich sammelt, wo ein Heer unter sich vereint, wo eines Tages wird aufräumen und es gibt eine letzte große Schlacht und dann ist alles gut, oder? Und jetzt, wenn man das genau liest, wird beschrieben, vielleicht können wir nochmal die erste Folie zeigen, es wird beschrieben, dass der Mantel von Jesus, nächster Slide, sorry, der Mantel von Jesus in Blut drängt ist, bevor er in die Schlacht zieht. Bevor er in die Schlacht zieht. Normalerweise bist du in Blut drängt, nachdem du in der Schlacht bist, oder? Durchs Blut von deinen Feinden. Das ist ein Zeichen, dass du gewonnen hast. Aber Jesus ist es andersrum. Er hat schon einen blutdränkten Mantel. Warum? Was ist das für ein Blut? Wem sein Blut ist das? Freunde, wem sein Blut ist das? Das ist sein eigenes. Das ist sein eigenes Blut, das er hingegeben hat aus Liebe für seine Feinde. Johannes macht es gleich, oder? Er braucht das kennen wir alle, und die Leute damals noch viel mehr, von einem militanten Feldherr, wo eine Armee hinter sich versammelt und in die Schlacht reitet und die Leute abmetzelt, oder? Und brutal seine Macht demonstriert. Und dann schaut man an und sieht, sein Mantel ist schon in Blut getränkt. Warum? Weil die Schlacht schon hinter ihm liegt. Am Kreuz hat Jesus schon gewonnen. Und das ist die Hauptmessage der Offenbarung. Uns die Augen zu öffnen für die Wahrheit. Auch wenn es in der Realität anders aussieht. Auch wenn es aussieht, dass der Kaiser am Gewinnen ist. Auch wenn es aussieht, dass der Mächtige und der Gewalttätige die Welt regiert. Der Weg vom Lamm ist der Weg, der sich durchsetzt. Der Weg von der Liebe, der Weg von der selbstaufopfernden Liebe. Jesus ist der die Zorneskälte von Gott druckt. Ja, das ist schon passiert, der Zorn und all die Geschichten am Kreuz. Und dann heisst Jesus führt das Schwert, oder?
Normalerweise weiss jeder, tut der Feldherr das Schwert in der rechten Hand führen. Warum? Weil in der rechten Hand ist eine starke Hand und mit dem kannst du richtig metzeln. Oder? Aber das Schwert, das Jesus führt, kommt aus seinem Maul, heisst es. Das ist Bildspruch, Leute. Der hat ja nicht sein Schwert im Maul und geht Leute abschlachten, oder? Bildspruch. Um etwas zu verdeutlichen, um etwas umkehren in unseren Gedanken, oder? Jesus kommt am Ende und räumt auf. Amen. Aber er macht es in Liebe und er macht es in Wort. In Liebe, weil es sein eigenes Blut ist. Und er hegen hat für seine Feinde. In Wort und in Macht, weil das Schwert aus seinem Maul kommt, weil er in Wort Leute richten will. Er tut nicht metzeln. Glaub mir, bei ihm, es wird ziemlich unangenehm, wenn alles offenbar wird, was du bist vor ihm. Glaub mir's. Sehr verwandelt und kann auch schmerzhaft sein. Aber er ist der Herr der Herren und er ist der König der Könige. Und ich möchte uns ermutigen, Jesus ist der gleiche damals, heute und in alle Ewigkeit. Und die Herausforderung von Johannes, vom Buch der Offenbarung ist, wem folgst du nach? Wem folgst du nach? Wem folgst du nach? Auf welcher Seite stehst du? Sein Reich wird kommen. Und vollständig. Und es gibt keinen Platz mehr für das, was nicht mehr kompatibel ist mit diesem Reich. Und das sollte uns herausfordern. Und wir sollten umkehren, oder? Aber es ist nicht eine Drohung in dem Sinn, dass wir Angst haben müssen. Sondern, hey, das kommt. Und meine Frage ist, hey, gibt es Sachen in deinem Leben, die du aufräumen musst? Du musst vergeben, musst Frieden stiften, musst Sachen ans Licht bringen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte jetzt einen Moment schaffen, wo du mit dem Jesus oder mit unserem Jesus kannst verbringen. Oder wir singen den Song Agnus Dei. Agnus Dei heisst, ist latinisch, heisst Lamm Gottes. Und in dem Song heisst Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm. Wo so harmlos ist wie ein Leu und so aggressiv wie ein Lamm. Und du kannst jetzt ein Commitment machen und sagen, ich folge dem Lamm und niemand anderem.